das los? Die Schobheit und anfrüchten. Oh, komm mal, die ohne Bock. Nee, muck den dritten Turm. Das möge ich nicht. So. Was geht ab? Nicht toten beten, nur denken. Oh, wie schön, dass ich hier einen Menschen treffe. Vielleicht können Sie mir helfen. Wissen Sie, ich suche Willwater und Brand. Diese beiden unordentlichen Menschen, die immer betrunken sind. Im Ort sagte man mir, dass sie ihre Saufereien am liebsten hier draußen im Freien abhalten. Haben Sie sie vielleicht gesehen? Ha! Beten Luther. Jo, ich bin hier gesund und eten und trinken schmeckt mir gut. Jo. Blut dat ohne Gehör. Nee, nee, nee. Nun, guter Mann, ich suche Willwater und Brand. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich sie finde? Willwater, Ja, die hätt keinen Brand. Die kann den Köhm suppen, wenn die im Wetter und die Ohren gut lösen. Jo. Aber du war die nicht. Nee. Willwater und Brand, wo sind Sie? Och, wo sie sind. Jo, Jo, dann haben sie meinen Klick sägen können. Du Achter, wie das Lüt heut. Doch, du hebt sie erst geht. Du drebt sie ihr Opfer noch an. Jo. Und unter Prop, die hebt sie wohl auch noch so Lücken. Jo. Die gibt gern ihn ab. Die sind gar nicht so. Nee. sagen Sie, guter Mann, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Was? Ob Sie wissen, wer ich bin? Nö. Nö, sie sind mir nicht bekannt. Und so von Achtung. Sie sind ein von den Nemotschen Luftsnappers, was? Gott bewahre, nein! Ich bin der neue Pastor Oh, oh, oh. und das schon seit Pfingsten. Die schwatte Gendarmen. Nee, nee, nee. Wenn man nichts für ungut, Herr Pastor. Woher schleckt das auch weten? Sommers muss ich die Schub hüten. Jo, und winters muss ich sie fördern. Ach ja, und jetzt im Frühjahr. Oh, im Frühjahr. Hier mal die Last mit dat Lammen. Jo, und dann komme ich so nicht durch Kart. Wirklich sehr bedauerlich. Ich sagte, es ist sehr bedauerlich, dass Sie nicht in die Kirche gehen. Aber Ostertag, dann komme ich durch Kart. Jo. Jungs hat ohne Gehör. Jo, das Gehör. Aber ich schluck nicht. Ich schluck nicht. Nun, das ist zumindest brav. Was? Es ist sehr brav und anständig von Ihnen, dass Sie in der Kirche nicht schlafen. Wenn ich dort so sit und was Möd betrete, dann ist doch vor mir ein Fußbrett. Du hast so einen blanken Nagel in. Und dann komm ich bi und spiel doch noch. Nur die Nagel. Aber Jo, und jetzt du weg nicht. Sie können doch nicht in der Und Kirche. Ober, vorletzten Ufertag,
Der hätte wie Norbert Drehmol, Batz auf den Kopf drücken. Jo, und dann wäre die Predigt gut. Ich glaube, lieber Mann, die Kirche ist nicht der richtige Ort für Sie. Denn das Wort des Herrn findet keinen Eingang mehr bei Ihnen. Aber ich sage Ihnen, auch hier draußen in der Natur spricht der Herr zu uns. Er spricht zu uns durch Tau und Regen, durch das Säuseln des Windes, durch Sturm und Ungewitter. Was? Der Herr spricht zu uns durch Sturm und Ungewitter. Gewitters! Jo! Gewitters hätt wie im behaftesten Sommer. Und ich dachte, ihr muss, wenn das so blitzen geht, was uns herkommt, nicht mal den ohlen Schobsteit zu sich nehmen geht. Aber die Ohlesteit, ihr muss noch. Können Sie doch was mucken? Wenn Ihr Gehör schon nicht mehr gut ist, mein lieber Alter. Ihr Sehvermögen ist es aber noch, ja? Nee, Herr Pastor, Vermögen hat echt nicht. Wo soll aussehen, wie die schon, wo du so was kommt? Ob Sie noch gut sehen können, ja? Sehen? Ja, sehen! Jo. Sehen kann ich noch gut. Jo. Gut. Dann möchte ich Ihnen ein Buch ans Herz legen zum Lesen. Lesen? Ja, lesen. Nee, Herr Pastor, das gucken Sie mal noch. Lesen hätte ich den Tag nicht können. Das wäre noch nicht so in die Mut, als ich jung wäre. Nee, nee. Aber er kennt jedes schon. Kicken Sie doch mal. Die Lütte doch. Die bunte. Davon. Gut, das ist die. Die ist von Roden Mecklenburger Bockfallen. Das ist ganz die Vater. Jo. Nun, dieses Wissen ist sehr gut und wichtig für Ihr Leben hier draußen. Aber es reicht nicht für das Jenseits. An etwas muss der Mensch sich halten. Was? An etwas muss der Mensch sich halten. Jo, Herr Pastor. An was wird man sich holen? Das ich auch hier muss. Ich hol mir an mein Piep. Wissen Sie denn gar nichts? Wissen Sie denn gar nichts von dem, was uns Not tut? Von dem sündigen Menschengeschlecht? Her vom Stammvater Adam bis hin auf den Geisteshelden Martin Luther. Was? Kennen Sie Martin Luther? Nee. Nee, Herr Pastor, dem Mann ist mir nicht bekannt. Aber kann Sie das hier Mieke? Mieke viel Lü. Viel Lü. Jo. Aber, alter Mann, aber auch wird er mit Gnade finden vor Gott unserem Herrn, denn selig sind die, die dort geistig arm sind. Auf Wiedersehen, guter Mann. Jo, tschüss, Herr Pastor. Und besuchen Sie auch wohl wieder. Sie sind so ein gemein Menschen. Mit See kann man sich angenehm erholen.